Herzlich willkommen zum LiveNet Talk. Heute geht es so ein bisschen darum, im Monat November wird weltweit der Sonntag der verfolgten Kirche begangen, sagen wir mal. An manchen Orten weltweit am 7. November, auch am 14. und am 21. November. Und es geht eben darum, an die vielen Menschen, an die vielen Christen zu denken, die weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt, diskriminiert werden. Laut dem Weltverfolgungsindex von der christlichen Organisation Open Doors sind rund 309 Millionen Christen einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Das geht eben von Diskriminierung über Inhaftierung bis zum Tod. Allein in Nordkorea sind schätzungsweise 50.000 bis 75.000 Christen inhaftiert. Und ja, das allein ist, denke ich, Grund, dass wir das daran denken, für diese Christen beten und das auch zum Thema machen in diesem Monat. Bei uns in Westeuropa ist es ja so, dass die Glaubensfreiheit eigentlich soweit im Grundgesetz verankert ist. Aber man spürt auch bei uns immer mehr Gegenwind als Christen. Und darum soll es eben heute auch ein bisschen gehen. Und ich freue mich sehr, zwei Gäste zu begrüßen. Und zwar sind mit dabei zum einen Sophia Hörder. Sie ist Kommunikationsbeauftragte der Menschenrechtsorganisation ADF International, schaltet sich aus Wien zu. Und Thomas Bucher, Generalsekretär der Europäischen Evangelischen Allianz. Er schaltet sich aus Zürich zu. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mit dabei seid heute. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr mal kurz eure Organisation vorstellen und vor allem eben, inwiefern ihr euch oder eure Organisation sich für verfolgte Christen einsetzen. Thomas Bucher, also die Evangelische Allianz ist ja weltweit eigentlich, ist klar, sie in jedem Land vertreten, aber die Europäische Evangelische Allianz ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht kannst du da ein bisschen einsteigen, Thomas. Ja, in einem gewissen Sinn macht ja die Europäische Evangelische Allianz dasselbe, was eine nationale macht, einfach auf anderer Ebene. Wobei zu sagen ist, die Evangelische Allianz wurde ja 1846 gegründet. Bereits 1852, wenn es mir richtig ist, hat sich die Evangelische Allianz eingeschaltet wegen Religionsfreiheit. Und zwar ging es darum, dass schwedische Frauen zum Katholizismus übergetreten sind, ging natürlich gar nicht im lutherischen Umfeld. Und dann sollten die ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Und die Evangelische Allianz hat sich damals bereits eingesetzt, dass das nicht passiert. Also Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, das war schon immer ein wichtiges Gut für die Evangelische Allianz. Und für das setzen wir uns auch jetzt ein. Wir haben zum Beispiel gerade ein Papier rausgegeben oder ein Press Release rausgegeben über die Lage in der Ostukraine und das auch zum Thema gemacht für diesen Monat, für diese Gebetszeiten. Dankeschön. Und noch kurz zu Sophia. Was genau macht die ADF International? Hallo, also genau. ADF International, also ADF, das steht für Alliance Defending Freedom, also Allianz zur Verteidigung der Freiheit. Und wir sind eine weltweite Menschenrechtsorganisation, die sich zum Schutz der Freiheit und der unveräußerlichen Würde aller Menschen einsetzt. Und genau, und bei uns ist es so, also wir haben quasi die Hälfte unseres Personals sind Anwälte und wir haben aber auch ein Riesennetzwerk an Anwälten, mehr als 3.400 Anwälte weltweit, die eben mit deren Hilfe wir kostenlosen Rechtsbeistand bei Glaubensverfolgung zum Schutz und der Förderung des Rechts aufs Leben und der Familienrechte sowie Meinungsfreiheit und Redefreiheit uns einsetzen. Und das sind eben so unsere großen 5 Themenbereiche und unser großes Ziel ist eben dadurch, dass die Türen für das Evangelium offen zu halten. Also genau, dass Menschen über ihren Glauben sprechen können, dass sie ihn frei ausleben können, dass sie leben können, dass sie das tun können. Und genau. Und ich weiß nicht, wenn wir noch kurz Zeit haben, ich werde noch kurz erklären die 3 Sachen, die wir tun. Und zwar erstens setzen wir uns eben individuell für Fälle vor Gericht ein. Da unterstützen wir
unterschiedlichste Fälle. Menschen, die aufgrund von Blasphemieanklagen in Pakistan zum Beispiel eingesperrt werden und sie Todesstrafe erhalten, verteidigen unsere Partneranwälte, oder Mädchen, die zwangsverheiratet werden, um sie zwangs zu bekehren. Und da versuchen wir eben diese Heirat annullieren zu lassen. Und in Europa gibt es eben auch Fälle, die schauen ganz anders aus, darüber reden wir noch. Genau, aber unterschiedlichste Fälle. Und das Zweite ist eben, dass wir medial und politische Aufmerksamkeit, also uns darum bemühen, dass wir eben über Missstände aufklären können und über Missstände sensibilisieren. Und genau, das Letzte ist, dass wir eben auch junge Menschen ausbilden wollen, dass sie sich in Zukunft einsetzen können, um diesen Herausforderungen gut begegnen zu können. Seien es junge Anwälte, Journalisten, Menschen, die sich in der Politik engagieren wollen. Da haben wir eben diese Ausbildungsprogramme, die ihnen helfen sollen, bei diesen 5 großen Themenbereichen sich einzusetzen. Wie sieht es aus jetzt? Ich denke, wir haben alle so ein bisschen verfolgt, dass jetzt durch Covid, durch die lang anhaltende Krise schon sich die Situation auch von Christen weltweit eben verschlechtert hat und die Verfolgung stärker geworden ist. Thomas, wie siehst du das? Warum hat sich das verschärft und in welchen Ländern sieht man das vor allem? Ich denke, es hat das Potenzial, sich wirklich zu verschärfen in Europa, weil gewisse Regierungen doch recht viel Kompetenzen jetzt haben und das auch ausnützen. Es wird sich zeigen, ob das wirklich dann auch der Fall sein wird oder ob es nicht der Fall sein wird. Aber uns ist jetzt nicht in Europa groß was aufgefallen, dass das bereits eingetreten ist, aber es hat das Potenzial. Ungarn kann man zum Beispiel sagen, aber das geht sowieso gerade in eine interessante Richtung. Die ganze Sache, ich habe vielleicht gestern gehört, Ungarn war ja in Genf zum Thema gemacht worden von der UN. Sie hatten ihren 5-jährigen Review und da ist vieles angemahnt worden. Aber es ist halt wirklich komplex, weil unsere osteuropäischen Geschwister sagen uns, ein Teil ist wirklich, wo sich Situationen verschlechtern, ein Teil ist wirklich diese Gesetzesänderungen, die eingeführt werden, die Justiz übernommen wird und so. Aber ein Teil ist einfach der Westen, der uns schlecht macht, weil wir andere Werte vertreten. Und wer bestimmt eigentlich die europäischen Werte? Das ist eine Frage. Übrigens in Genf, da haben wir, hat die EA, die Weltevangelische Allianz, Leute, die bei diesen Reviews mitmachen und jeweils auch von den Allianzen dann ihre Details reingeben, in die Berichte reingeben, die dann auch wahrgenommen werden. Also da wird man auf der Ebene der Menschenrechte sehr wahrgenommen. Sophia, von eurer Seite aus, wo habt ihr verfolgt, dass sich eben die Situation verschärft oder verschlechtert hat jetzt durch Covid? Also da gibt es eben zweierlei, zum Beispiel nicht im Westen, unser Büro in Indien hat viel zu kämpfen gehabt damit, dass zum Beispiel die Gerichtstermine von Menschen, die eben aufgrund von Blasphemie angeklagt wurden und im Gefängnis auf ihren Termin warten, dass die einfach durch Covid, dass das als Ausrede genutzt wird, die immer weiter zu verschieben und dass einfach es sehr schwierig geworden ist, teilweise diese Termine zu bekommen, um die Menschen zu verteidigen und zu versuchen, dass sie freigelassen werden. Und was wir weltweit beobachtet haben in der Phase der Lockdowns, ist schon, dass Menschen, die in die Kirche gehen, diskriminiert wurden durch diese pauschalen Verbote von Gottesdienste. Natürlich hat man am Anfang, wie das Ganze noch sehr neu war, Verständnis gehabt und gewartet, dass eben sich die Staaten die Zeit nehmen, um zu sehen, wie kritisch ist es und was geht und was geht nicht. Aber wir haben schon gesehen, dass eben in vielen Ländern Kirchen viel größere Auflagen hatten als
zum Beispiel vergleichbare Plätze des öffentlichen Lebens. Sie durften zum Beispiel also wir hatten Fälle in Schottland, Irland, Chile, Südafrika, Uganda, Genf, den USA, Slowakei, Griechenland und Kroatien. Und in manchen von diesen Ländern konnten Restaurants und Kleidungsgeschäfte, Alkoholgeschäfte und Kinos öffnen. Kirchen durften aber überhaupt nicht öffnen, auch nicht mit Sicherheitsmaßnahmen, eben teilweise. Und in Uganda zum Beispiel mussten Kirchen extrem hohe Auflagen erfüllen. Sie mussten medizinisches Personal vor Ort bei ihren Gottesdiensten haben, was halt schwer zu erfüllen ist. Und genau, und einige dieser Fälle konnten wir auch unterstützen und einige wurden auch gewonnen. In Schottland, Chile, Genf und den USA haben eben die Gerichte diese pauschalen Gottesdienste aufgehoben und gesagt, dass das eben diskriminierend und nicht proportional war und dass das eben nicht sein durfte und nicht mehr sein darf. Und wir haben noch andere offene Fälle, die selbst wenn teilweise diese Gottesdienstverbote schon wieder aufgehoben wurden, die wir immer noch vor Gericht verfolgen, damit das einfach in Zukunft nicht mehr passiert, so oft in diesem Ausmaß. Ja. Jetzt noch mal kurz zurück zum Sonntag der verfolgten Kirche. Es geht ja vor allem jetzt bei uns darum, dass man einfach daran denkt, eben an die Christen denkt, die in so schwierigen Situationen sind und für sie betet. Und wieso ist das so wichtig, Thomas? Was würdest du sagen? Warum ist es für uns Christen im Westen so wichtig, uns darauf zu besinnen und eben vor allem auch eben für die Christen zu beten? Was kann unser Gebet bewirken in dem Zusammenhang? Ich denke, nur schon damit sich auseinandersetzen, ist für uns enorm wichtig. Wir haben hier im Westen eigentlich eine abnormale Situation gehabt in den letzten Jahren. Uns ging es sehr gut. Für uns war Verfolgung weit weg. Das passiert irgendwo in Indien oder in sonst irgendwo auf der Welt, aber bei uns war das weit weg. Und sich mit dem identifizieren, mit diesen Menschen, mit diesen Brüdern und Schwestern zu identifizieren, das ist schon mal ganz wichtig. Und uns auch in Erinnerung zu rufen, dass wir dankbar sein können, dass es bei uns noch anders ist, wobei ja gewisse Zeichen an der Wand stehen, dass sich Dinge langsam ändern bei uns und dass sie eigentlich normaler werden für uns Christen. Und es nicht die abnormale Situation ist, dass man halt mit viel Gegenwind leben muss. Wenn man jetzt so von Verfolgung hört, oder wenn ich das so verfolge, gerade Berichte aus Ländern, wo eben extrem viel Verfolgung ist, da hört man auch viel Hoffnung mit. Da spricht man viel oder hört man viel, dass die Gemeinden wachsen, dass trotz der Verfolgung eben immer mehr Menschen auch zum Glauben kommen. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber ich weiß nicht, woran liegt das? Was glaubt ihr, Sophia? Weiß nicht, woran eben, es ist so ein bisschen wie ein Widerspruch in sich eigentlich. Die Verfolgung ist extrem hoch, aber trotzdem kommen so viele Leute zum Glauben. Ja, also ich meine, ich glaube, das sieht man ja auch schon in der Bibel, in der Apostelgeschichte, da wo viel Widerstand ist. Also das führt oft dazu, dass man das Wichtigste priorisiert aus Not. Und gerade dann suchen auch Menschen Hoffnung und finden sie bei Gott, der einzig wahren Quelle der Hoffnung. Und Gott steht denen, denke ich, besonders nahe, die Hilfe brauchen. Und er ist besonders in unserer Schwachheit stark. Aber das heißt nicht, dass die Verfolgung gut ist und dass wir Menschen leiden lassen sollen, sondern eben, wir sollen beten, wir sollen helfen. Aber ja, das ist etwas, das man viel beobachtet, dass da, wo die Bedrängnis groß ist, Gott auch wirklich sehr präsent ist und wirkt. Jetzt gerade eben hat es schon ein bisschen angeklungen, dass sich die Situation bei uns im Westen schon nach und nach verändert. Aber die Frage ist, darf man überhaupt von Verfolgung reden? Wenn wir jetzt sagen, Christenverfolgung auch im Westen, darf man das überhaupt so sagen?
So die Frage in die Runde. Wenn die Ukraine noch zum Westen gehört, dann haben wir in der Ostukraine schon eine Situation, die man als Verfolgung bezeichnen kann. Ich würde aber generell sagen, im Westen sind wir schon noch ein Stück weg von wirklicher Verfolgung. Mhm. Ich meine, im Vergleich zu anderen, wirklich, wo es ums Leben geht, ums nackte Überleben, wo Leute echt diskriminiert werden wegen ihres Glaubens, da sind wir noch ein Stück weg. Aber wir haben gewisse Zeichen, dass das sich bei uns ändert, wie wir puncto Religionsfreiheit sehen, Gewissensfreiheit sehen, dass gewisse Themen auch so aufgeladen sind, dass man da nicht eine andere Meinung, abweichende Meinung haben darf. Ohne dass man dann wirklich in den Sturm kommt, dann sieht man schon, dass sich da Sachen ändern. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also ich würde sagen, dass Christen im Westen teilweise auch aufgrund ihres Glaubens echt in Bedrängnis kommen, aber es sieht eben ganz anders aus als in Ländern, wo es diese Verfolgung gibt, wie der Thomas gesagt hat, wo es ums nackte Überleben geht, wo es wirklich so systematisch vom Staat verfolgt wird. Aber ich glaube, es gibt dennoch auch im Großraum Europa also doch Situationen, die Christen erfahren, die wirklich ins Leben einschneiden. Wir haben zum Beispiel einen von unseren Fällen, ist von einem Missionar, der heißt David Bile, und der hat 19 Jahre lang in der Türkei gelebt und dort sich ein Zuhause mit seiner deutschen Frau und seinen 5 Kindern aufgebaut. Und nach diesen 19 Jahren, also er wurde immer wieder festgenommen, obwohl dieses Straßenpredigen, was er getan hat, die gute Nachricht teilen, erlaubt ist, gesetzlich erlaubt ist, aber er wurde immer wieder verhaftet und im Endeffekt haben ihn die Autoritäten aus dem Land gelotst und ein Einreiseverbot gegen ihn verhangen. Und er kann einfach nicht mehr zurückreisen. Und wir sehen, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es einige christliche seines Missionare, Pastoren, Gemeindeführer gibt, die das erfahren. Und sowas gibt es schon. Also, wo dann jemand sein komplettes Leben einpacken muss, weil er einfach gute Nachricht nicht mehr teilen darf. Und in Russland sehen wir auch, dass es keine Erlaubnisse gibt, teilweise um Kirchengebäude zu verwenden oder dass Menschen eben die Kirchengebäude weggenommen werden und verschiedenste Sachen. Und dann gibt es natürlich das, was der Thomas gesagt hat, wo es um die Gewissensfreiheit geht und um die Redefreiheit. Und da gibt es natürlich auch Fälle, die wir jetzt nicht wirklich Verfolgung in dem Sinne nennen können, aber doch eben diesen Widerstand. In der Türkei wurden tatsächlich in den letzten Jahren systematisch die Ausländer ausgewiesen. Und was besonders stoßend ist, in der Türkei wurden auch Ehepartner, ausländische Ehepartner von türkischen Christen nicht mehr ins Land gelassen, wenn sie zurückgehen wollten. Und damit praktisch haben sie die Familie ausgewiesen. Also das ist definitiv so passiert. Da haben wir auch interveniert an verschiedenen Stellen. Wir haben auch in Brüssel einen Repräsentanten der Evangelischen Allianz, auch dort haben wir nachgehakt. Das sind schon Sachen, die sehr stoßend sind. Wenn wir jetzt nochmal auf das, sagen wir, aufs deutschsprachige Europa schauen oder so ein bisschen mehr in unsere Nachbarschaft. Thomas, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es nicht so sehr der Glaube ist, sondern eher die Werte, die hinter dem Glauben stehen, die da Gegenwind oder im Gegenwind stehen oder Gegenwind bekommen. Woran liegt das? Ich glaube, das ist die ganze Säkularisierung, die wir heute haben. Und diese sogenannte Wertefreiheit, die dann auch immer wieder angemahnt wird. Alles, was irgendwie christlich ist und einen christlichen Touch hat, das ist schon mal verdächtig. Ich glaube, es ist eine Reaktion auf dieses, im Englisch sagt man Christendom, man unterscheidet dort Christendom und Christianity.
Und es ist dieses Staatschristentum, das jahrelang da alles unterdrückt hat und das jetzt ja einfach angegriffen wird. Ich denke auch die ganzen Missbrauchsfälle in der Kirche, wo sich die Kirche zum Teil auch sehr ungeschickt verhalten hat, Sachen gesagt, die werden intern geregelt, nicht wirklich ans Licht gebracht hat. Es sind nicht mehr in der Kirche passiert als an anderen Orten, aber da schießt man sich halt drauf ein. Die ganze Gender-Thematik, die ist sehr problematisch, und wer da eine andere Meinung hat, der kommt schon mal ins Visier und wird dann ziemlich grob angegangen. Also man darf eigentlich fast alles sein, außer Christ, und gewisse Themen anders sehen. Da haben wir bei LiveNet auch jetzt zum Beispiel den Fall ein bisschen verfolgt von der finnischen Politikerin Päivi Räsänen. Ich hoffe, ich sage das richtig, und ich weiß, dass sowohl die ADF International als auch die Europäische Evangelische Allianz da sich eingesetzt haben. Vielleicht können wir ein bisschen über diesen Fall sprechen, Sophia, ein bisschen über die Hintergründe, was da genau passiert ist mit der Politikerin in Finnland. Genau, also Päivi Räsänen ist eine Parlamentsabgeordnete in Finnland, schon seit vielen, vielen Jahren. Sie ist, vor 2 Jahren hat es angefangen, dass sie ins Visier genommen wurde, 2019, weil sie einen Tweet geschickt hat, der an ihre Kirche gerichtet war. Also die finnisch-lutheranische Kirche hatte nämlich die Pride 2019 unterstützt, und sie hat das hinterfragt auf Twitter, hat gefragt, ob das wirklich im Sinne der Bibel ist, und hat ein Foto von Versen aus Römer drangehängt an diesen Post. Und da wurde sie eben ins Visier genommen und hat mehrere Polizeiverhöre über sich ergehen lassen müssen, stundenlang. Und dann hat man angefangen zu graben in ihrer Vergangenheit und gesehen, dass sie 2004 eine Broschüre veröffentlicht hat, eben über die menschliche Sexualität. Und sie war betitelt als Mann und Frau, hatte sie geschaffen. Und eben, also 2004, schon lange her. Und dann 2019 gab es ein Radiointerview, wo sie eben zum Thema Gender, Homosexualität befragt wurde. Und da wurden aus diesem stundenlangen Gespräch wurde ein 2-Minuten-Ausschnitt herausgenommen. Und für diese 3 Dinge, also für den Tweet, für die Broschüre und für das Radiointerview, wurde sie jetzt strafrechtlich angeklagt. Und zwar unter dem, auf Englisch, also unter dem Crime, also von ethnischer Agitation nennt sich das. Und es könnte bis zu 2 Jahre Haft nach sich tragen oder eine Geldstrafe. Und wir hoffen und glauben, dass Haft unwahrscheinlich ist, aber am 24. Jänner nächsten Jahres steht sie eben vor Gericht und muss sich da verantworten wegen diesen Anklagen. Ich weiß nicht, aber ich würde schon sagen, dass das an Verfolgung grenzt oder schon erste Schritte von wirklich Verfolgung darstellen. Klar, nicht direkt wegen ihres Glaubens, aber wegen ihrer christlichen Werte. Thomas, wie siehst du das? Besteht die Gefahr, dass so ein Szenarium wie jetzt in Finnland auch in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich sich wiederholen könnte in ähnlichen Kontext? Ja, ich denke, das ist möglich. Die strengste Gesetzgebung ist ja in Katalonien zum Beispiel. Also wenn man dort irgendwie nur was zitiert diesbezüglich, dann steht man mit einem halben Bein im Gefängnis. Das ist vielen nicht bewusst. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass wir einfach hier für Meinungsfreiheit
Redefreiheit wirklich uns einsetzen, weil man sollte eine andere Meinung haben, wenn sie respektvoll ausgedrückt ist. Da haben wir auch vor 10 Jahren schon eine Initiative gestartet, auch in Brüssel, über einen Public Square, den die Christen ja oft nicht so verstehen. Die Christen hatten ja eigentlich immer die Dominanz, das war die dominante Meinung und das ist heute nicht mehr der Fall. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Situation, wo wir lernen müssen, einfach uns gut einzubringen, aber das auch einzufordern von anderen und uns nicht einfach rausdrängen zu lassen. Und ich denke, da müssen wir uns sehr einsetzen. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, dass die Christen sich nicht mehr so apolitisch verhalten. Und zwar auf eine gute Art, nicht apolitisch. Dass sie Interesse haben auch an Politik, an dort, wo die Gesetze gemacht werden und so, und sich da einsetzen. Gerade im evangelikalen Raum haben sich Christen sehr apolitisch verhalten oder dann in einem gewissen Sinn sehr ungeschickt extrem. Seid ihr persönlich vorsichtiger geworden, was jetzt Kommentare angeht in sozialen Medien oder eben so in der öffentlichen Sphäre? Kommentare meine ich jetzt zu Werten, Kommentare zur Ehe für alle, zum Marsch fürs Leben, also eben Thema, diese kontroversen Themen, wo so die Funken sprühen, ne? wie Abtreibung, wie Homosexualität, wie Gender-Themen. Seid ihr vorsichtiger geworden? Das Evangelische Allianz, Europäische Evangelische Allianz, muss ich sagen, haben wir in der Vergangenheit einfach Grundsatzpapiere herausgegeben, aber wir haben uns sehr zurückhaltend geäußert. Und zwar ist es einfach so, wir haben in Brüssel, sind wir mit Leuten am Tisch, die würden nicht mehr sich mit uns an den Tisch setzen, wenn wir uns da pointiert ausdrücken würden. Das heißt nicht, dass wir kneifen, aber dass wir sehr sorgfältig sind. Wir überlassen das eigentlich den nationalen Allianzen, da den Ton anzugeben in der jeweiligen Nation, weil die das auch viel besser beurteilen können, was da angebracht ist und was nicht. Und wir unterstützen die, so wie wir können, auf verschiedenen Ebenen. Aber wir haben da eine gewisse Zurückhaltung, wie wir uns äußern. Ja, also ich meine, ich glaube, man muss sich immer überlegen, wie man etwas sagt, aber wir wollen uns nicht abhalten, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und dadurch, dass wir uns eben einsetzen, dass jeder seinen Glauben ausdrücken können soll, ohne Angst zu haben vor strafrechtlicher Verfolgung oder Zensur, müssen wir da auch mit gutem Beispiel vorangehen, aber eben das heißt trotzdem weise und bedacht. Und genau, und wir setzen uns für die Freiheit und schützen die Rede- und Meinungsfreiheit von Menschen, mit denen wir vielleicht nicht übereinstimmen, wie sie etwas gesagt haben oder was sie etwas so gesagt haben. Aber uns ist eben wichtig, dass Menschen das sagen können, was sie glauben. Und natürlich gibt es da also auch Grenzen, wenn es wirklich um Anstachelung zur Gewalt geht, das sind wir natürlich alle dagegen. Aber es gibt wir sehen immer mehr Gesetze, die aufkommen, wo es eben geht, und diese Hassredegesetze, wo man schon strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn man ein Ärgernis verursacht. Oder sie sind so vage und subjektiv, dass der normale Bürger einfach nicht mehr weiß, sage ich jetzt etwas, was strafrechtlich verboten ist oder nicht. Also wir sehen das zum Beispiel in England, dass Menschen, die auf der Straße, also Pastoren, aber auch so Straßenprediger verhaftet werden, weil sie eben das Evangelium predigen. Sie sagen, Menschen seien Sünder und müssen umkehren. Und sie sagen unterschiedlichste Sachen, für die sie dann eben verhaftet werden. Und das darf halt nicht sein. Und es sind nicht nur Christen, sondern es sind auch Kabarettisten und Komiker. Also wir müssen uns da wirklich hüten, dass das nicht ausufert durch diese sehr vagen und sehr subjektiven Gesetze.
Wir müssen wieder einfordern, dass man das Recht hat zu reden und dass man nicht das Recht hat, nicht zu hören. Und das wird ja heute oft gesagt, ich habe das Recht, nicht deine Meinung nicht zu hören. Und das ist eigentlich etwas total Falsches. Es hat nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz heißt ertragen, was der andere mir sagt, auch wenn ich nicht übereinstimme. Was ich hier noch sagen möchte, ist, für uns ist es auch ganz wichtig, dass wir die etwas mit Partnern an den Tisch setzen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also Feministinnen zum Beispiel sind ganz interessante Partner, wenn es um die ganze Gender-Thematik geht. Die sind dann nicht glücklich, was da läuft in der ganzen Gender-Thematik. Die sagen, die Frauen werden einmal mehr abgesägt und leiden darunter. Und dass wir da auch die Augen und Ohren offen haben und uns schauen, wo gibt es so Partnerschaften, wo wir mit Menschen übereinstimmen, die vielleicht nicht in allen Bereichen halt mit uns übereinstimmen, aber grundsätzlich sich mit uns an den Tisch setzen, mit uns eine Initiative starten. Das ist auch in Richtung, also es sind ganz neue Allianzen, die man da eröffnet sozusagen. Und wenn man den Horizont ein bisschen erweitert oder ein bisschen über den Tellerrand schaut, ja, da kann man ganz, ganz anders auch aufeinander zugehen und eben im respektvollen Umgang, ja, wie du sagst, ganz neue Allianzen so in dem Sinne eröffnen. Wenn ihr jetzt die Situation der letzten Jahre, sagen wir, anschaut, wie glaubt ihr, sieht es bei uns in 20 Jahren aus? Wird es schlimmer? Bleibt es gleich? Wird es vielleicht wieder besser? Wie würdet ihr das einschätzen, wenn man jetzt sieht, wie es bisher sich entwickelt hat? Sophia, was denkst du? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich glaube, wie der Thomas gesagt hat, man sieht schon eben Zeichen an der Wand in der Gesellschaft, die sagen, dass es in die Richtung geht, dass es momentan schwieriger wird, diese Werte wirklich in Freiheit jetzt ohne strafrechtlichen Widerstand so zu teilen und ausleben zu können, wie wir das in der Vergangenheit noch gewohnt waren. Und wir hoffen natürlich auf eine Trendwende und dass die Leute draufkommen, dass eben wie der Thomas gesagt hat, durch verschiedene Allianzen, dadurch, dass man eigentlich sieht, es gibt verschiedene Gruppen, die eigentlich das durchschauen und sehen, hey, das geht nicht, die Freiheit die Meinung zu teilen und zu reden, dass was man glaubt, das ist eine Grundfreiheit und darauf baut die Demokratie auf. Und wenn wir da anfangen, links und rechts Menschen zu zensieren, dann führt das in keine gute Richtung. Aber natürlich sieht man auch zum Beispiel mit diesen großen Tech-Firmen, die kriegen immer mehr Anreize von Staaten, auch im digitalen Raum zu zensieren, weil sie bestraft werden, wenn sie gewisse Inhalte nicht runternehmen. Und wenn man sich dann denkt, oh, ich muss eine riesige Strafe zahlen, wenn ich das nicht runternehme, dann lösche ich lieber mehr, als was ich da lasse, also was ich stehen lasse. Aber es gibt keine Strafe, wenn eben rechtlich geduldete Sprache zensiert wird. Das gibt es nicht. Und das ist immer ein Problem, weil das führt halt eben in diese Richtung. Und da eben muss man schauen, dass auch diese Dinge sich ändern und dass, wie der Thomas gesagt hat, man versteht, dass dass es jetzt kein Recht gibt, nicht zu hören, sondern dass es das Recht gibt, zu sprechen und die Meinung zu teilen und dass das geschützt werden muss. Ich denke, dass es ganz stark daran liegen wird, ob wir die schweigende Mitte aufwecken können, dass die wieder Mut kriegt zu reden. Es sind nämlich, gerade wenn man zum Beispiel in die sozialen Medien geht, und dort wird ja vieles von dem angeheizt und dann auch angefeuert und befeuert,
Dort sind eigentlich links und rechts Minoritäten am Werk, die sehr lautstark sind. Und in der Mitte gibt es einen ganzen großen Teil von Menschen, die sind still. Und die sind also am guten Grund still, weil die haben einen guten Ruf. Und die wollen nicht diesen guten Ruf riskieren, dass sie diskriminieren oder Hassrede verbreiten oder so, nur weil sie sich mäßigend äußern oder werteorientiert äußern. Die links und rechts an den Rändern so viel Lärm machen, die haben ihren guten Ruf schon verloren, denen ist das Wurst. Und da, denke ich, wird es ganz wichtig sein, dass wir diese schweigende Mitte irgendwie wachküssen können und denen den Mut geben, dass sie aufstehen und einstehen für ihre Werte und nicht einfach nur Manövriermasse sind oder stille Mitte sind. Aber es wird nicht einfach sein, wie wir zum Beispiel gerade an einem neuen Gesetz sehen in Frankreich, wie religiöse Institutionen geregelt sind. Das ist jetzt in der Ausgestaltung dieses Gesetz. Und der Generalsekretär der Evangelischen Allianz Frankreich hat gesagt, wir sind von Laicité sind wir zu Laicité Überwachung, Surveillance geraten. Also wir sind heute überwachte Laicité und nicht mehr was vorher eigentlich gemeint war, Trennung von Kirche und Staat oder Religion und Staat, sind wir jetzt überwacht vom Staat. Und das ist gar nicht gut, da haben wir uns sehr dagegen gewehrt, aber leider sind wir da nicht durchgekommen. Was wäre denn eine Möglichkeit, wie könnten wir uns vorbereiten? Denn ich denke mal, ich will sagen, wir jetzt als Privatpersonen gehören ja auch zu dieser schweigenden Mitte, würde ich jetzt einfach mal so voraussetzen. Und ich nehme an, die meisten Zuschauer auch. Das wäre eine Form, wie wir uns vorbereiten können, trotz des Gegenwinds aufzustehen und eben respektvoll unsere Werte doch zu verteidigen. Evangelisieren, die gute Nachricht bringen, hoffnungsorientiert sein. Ich denke, wir müssen uns nicht vorbereiten auf Dinge, sondern wir müssen vorbauen in dem Sinn, dass wir positiv unseren Auftrag wahrnehmen. Und der ist in erster Linie mal die gute Nachricht zu verbreiten, die gute Nachricht zu leben und Menschen Hoffnung zu bringen. Und da gibt es so viele Gebiete, wo wir tätig sein können. Die EU hat gerade eine Studie veröffentlicht, dass vor 10 Jahren haben sich 13% der Menschen einsam gefühlt, ständig einsam gefühlt. Letztes Jahr waren es 25%. Das wurde natürlich stark durch Covid mit ausgelöst, aber es waren erschreckend viele junge Leute auch und das trotz den sozialen Medien, die ja brummen. Also die lösen keine Einsamkeit auf. Und da als Gemeinden, als Christen dran sein und Gemeinschaft anzubieten, Gemeinschaft zu leben und Menschen Hoffnung zu verschaffen, das wird sehr wichtig sein. Dem stimme ich auch zu. Also ich glaube, man wird auf Facebook schwer jemanden bekehren oder zu seiner Meinung überreden können, weil diese sozialen Medien eben nicht für tiefgründige Begegnungen ausgelegt sind. Und natürlich kann man auch dort versuchen, Positives in die Welt zu setzen, aber es geht primär um Face-to-Face-Interaktionen, also dass man live in Person miteinander zwischenmenschlich agiert. Und ich glaube, das sieht man eben oft, wie viele doch eben diese schweigende Mitte sind und wie viele doch im Grunde übereinstimmen, auch wenn sie hier und da vielleicht mit einem Punkt nicht einverstanden sind. Aber es sind eben die Extremen, die sehr laut sind. Und ich glaube, wenn man sich da eine Allianz aufbaut, wenn man sich da Leute findet, die, wenn man zuhört und sieht, man ist nicht allein, sondern es gibt viele, die so denken, dann kann das schon ermutigen und aufbauen und wappnen, wenn es doch schlimmer kommt. Ja, danke euch. Da haben wir einiges zu tun. Das heißt, raus aus den sozialen Medien und rein ins soziale Leben. Ja, vielen Dank euch. Ich denke, das ist ein Thema, was uns weiter begleiten wird. Und ich bin froh, dass es so Organisationen gibt wie eure, die eben sich auch wirklich dafür einsetzen und
für uns Privatpersonen bleibt eigentlich nur, uns eben auch einzusetzen und aufzustehen für unsere Werte. Vielen Dank euch für eure Zeit und eine Aufforderung noch eben für diesen November, dass wir an die vielen Menschen denken. Eben, wir haben jetzt gehört, nicht nur in den weit entfernten Ländern, sondern auch bei uns, die eben angegriffen werden, aber natürlich vor allem in Ländern, wo Christsein bedeutet, im Gefängnis zu landen, dass wir einfach an diese Menschen denken und für sie beten und einstehen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.